Hallo und willkommen zurück zu Elden Ring, zum dritten DLC-Part. Juhu! Und wir sehen hier immer noch das schöne Panorama. Und das ist auch etwas, was ich schon noch cool finde bei diesem DLC. Man sieht überall andere Gebiete, hier hinten sieht man doch irgendwo, sieht man jetzt gerade nicht, aber hier hinten wäre irgendwo ein zerklüfteter Berg, den man auch noch sieht. Und ja, man kann davon ausgehen, dort geht man auch überall noch her. Wir, ja, zu diesem Feuerrein sollte ich eigentlich gerade nicht gehen, oder also immer das für ein Viech ist. Ja, wir kämpfen doch einfach mal gegen euch. Und ich sehe gerade, eigentlich kann ich im letzten Part ein Level-Up machen, aber vor lauter Reden habe ich das irgendwie vergessen. Zurück zum Feuer, wo ist es? Da. Und ich wollte eigentlich auch schon lang jede Stärke auf 50 machen. Das habe ich irgendwie ein bisschen vergessen, dass ich da auf 49 bin. Und hier sehen wir jetzt auch, ist es gelb geworden, die Angriffskraft. Was vermutlich an dem Skadu-Fragment ist. Gehen wir mal auf. Ja, wie gesagt, gegen das Ding wollte ich nicht kämpfen, aber es hat mich jetzt auch gerade gesehen. Wir reiten einfach vorbei. Okay, wir nehmen viel Schaden und reiten weiter. Oi. Ah! Verfolgt mich das, hau ab! Und wir finden das Gemälde. Der heilige Turm. Oh nein, es kommt, ich will nicht. Oh. Nein, falsch. Ah, Mann, komm. Jetzt ist er schon wieder so weit weg, okay. Jetzt muss ich ganz schön schauen, hier sind wir. Irgendwie komische Kerzenpriester oder so. Und sie geben ihm ein goldiges Horn. Hier findet man Drückhandklingen, das ist offenbar eine neue Waffenart. Ah, ist gerade hier, das ist der Gebung, okay. Ah, sind das zwei? Ah. Okay. Irgendwie hat jetzt gerade mein Controller so vibriert und ich verstehe nicht ganz wieso. Ist das Viech wieder in der Nähe? Nicht. Oi. Dort ist es. Wir gehen jetzt doch ein bisschen. Ja, die Klippe nach ist auch nicht ungefährlich. Da hat es wieder. Über viel von diesen Vögeln. Komm. Jetzt hat es wieder vibriert. Ich weiß nicht. Ist da irgendetwas?
Gehen wir noch geschwind zu diesem Baum. Und wie finden wir das nächste Feuer? Und der NPC zum Reden. Ah, Lady Leda spoke of you. You're that tarnished. Guided here by kindly Mikola. Weren't we all? I am Freya. I once fought alongside General Radahn. In battle, you can be sure I'll hold my own. Oh, another thing. Did you speak to our dour little friend? If you've yet to do so, have him give you a map of the Cross's whereabouts. You'll find more of them dotted about these lands. They are Mikola the Kind's footprints. If you've yet to do so, be sure to have our dour little friend share his map of crosses, assuming you intend to trace Kind Mikola's path. Gütig Mikela, ui. Wir haben das Fragment und mit denen kann man immer so Text lesen. Hier hat er sein erstes Fleisch vom Körper zurückgelassen. Das ist der mürrische Kollege von der Ritterin. Another. Treading the heels of Mikola. Then, as that woman would surely say, we are in our purposes well aligned. But understand, your kind are not forgiven. The Earth Tree is my people's enemy. By Marika long betrayed, set aflame. I believe Mikola's apologies when he says our delivery will come, but never will I see your kind as worthy. Ja, scheint nett zu sein. And yet my oath I cannot overlook. If Mikola it is whom you would seek, then comrade, allow me to give you this. These are the sites of the crosses I found. I urge you, follow after Mikola. As long as you abide by his footfalls, you will be no enemy to me. Ja, jetzt haben wir so eine Karte, also ich habe sie geschickt zeigen bekommen. Die ist nicht unbedingt so toll. Einfach so, ja, sieht man die Kreuze, die man kann suchen kann. Und bei diesen Kreuzen findet man dann auch immer so ein Skatu-Baumfragment. Wir können schauen, wir haben zwei, vielleicht können wir uns schon wieder verstärken. Ja. Ja, der Feuerriss hat mich jetzt gerade irgendwie ein bisschen durcheinander gebracht. Also wir gehen hier rauf noch ein bisschen schauen, wie weit wir kommen. Zuerst einmal gehen wir mal ein bisschen Richtung Brücke und dann unter dieser Brücke durch. Ja, das dort oben ist auch so interessant. Das ist irgendwie so eine Schattenkonstruktion, keine Ahnung was. Und das wird uns dann sicher noch enthüllt, was das genau ist. Und bei diesem Dialog vorhin finde ich es auch noch interessant, dass er so gesagt hat, solange du am Pfad von Mikola folgst, hast du von mir nichts zu befürchten. Und dann habe ich mich so gefragt, kann man sich dann da irgendwie auch noch entscheiden, dass vielleicht unterschiedliche Enden der DLC, so wie das Hauptspiel, wo man sich halt für den Pfad von Mikola entscheiden kann oder dagegen. Handbuch vom grossen Herrscher, Ofengesicht und Ofengesicht. Das Ofengesicht ist das
das Material zum Bombenbasteln oder so, glaube ich. Sonst scheint es hier nichts Grosses zu haben. Ja, da kann man noch so runterschauen. Bin ich nicht ganz sicher, ob man runter kann oder nicht. Das sieht zwar schon eher aus, als ob man dort unten irgendwie auch rumlaufen kann. Gehen wir mal ein bisschen da durch. Jetzt ein neues Feuer schon wieder. Und hier von diesen Viechern bin ich zuerst ein bisschen entsetzt gewesen, weil ich zuerst gemeint habe, das sind wie so neue Basilisken, die ihm dann verfluchen, aber das sind es nicht, das sind Spinnele gegen, nein nicht Spinnele, Fliegengegner aus Ring City. Sie sind vor allem gefahren, weil sie ihm grabben können. Und wie Ring City hat sie offensichtlich auch menschliche Stimmen. Da unten betten sie irgendwie ein bisschen. In dem DLC betten immer alle ein bisschen. Und dafür finden wir jetzt erstmal eine verräte Geisterasche. Die stärkt das Rass und die beschworenen Geister von uns. Also die Mimik. Oder jede andere Beschwörung, die wir auswählen. Und ich denke auch, ich bin auch in einem recht guten Range von den Level, weil beim Kollegen, wo wir es gespielt haben, sind wir im New Game Plus 4 gewesen, und der braucht schon längstens über 1 Million Seelen für ein Level Up. Und ja, die Bosse geben so 100'000 plus oder vielleicht noch ein bisschen mehr, je nachdem. Und ja, ist das eher nicht so geeignet, Level-Ups zu machen hier. Weil die Chance, dass man stirbt, ist dann gleich schon noch vorhanden. Reden wir noch mit dem Geist. Ja, das Dorf ist offenbar auch nicht verbrannt worden. Und ja, ich glaube, es ist. Also, das ist jetzt noch nicht so gesagt worden im Spiel, aber wer ein bisschen Trailer geschaut hat und so, hat ja schon gesehen, wer Feuer macht. Ist, glaube ich, nicht so ein Geheimnis, wer das gemacht hat. Was Omega, da hat es überall so Grabsteine, ja, da kann man offensichtlich runter. Was überall mega cool hat, sind die Wasserfälle, es hat wirklich mega viele Wasserfälle überall. Oh nein!
die alle irgendwie bufft. Und die Lichtverhältnisse sind schon recht schön, finde ich. Immer da die Sonnenunter- und Aufgänge. Durch die zerklüftete Welt. Und hier hat es gar nichts, okay. Irgendwie habe ich aber das Gefühl, irgendetwas sollte man hier doch auch noch finden, oder nicht? Kommen wir da noch rein? Ja, da haben wir noch etwas. Auch nichts Cooles. Da hat es offenbar auch nichts. Ich gehe nochmal rauf schauen, irgendwie finde ich schon. Kann man hier noch rein? Nicht wirklich. Ja, jetzt wird es schon wieder Nacht. Ja, hier hat es nichts gehabt. Ah! Leittalisman. Der macht, glaub... dass man irgendwie immuner wird gegen das letzte Leid, das man erfahren hat, oder irgend so etwas. Negativer als er tatsächlich ist. Der Name von dem Talisman. Ja, und jetzt würde ich sagen... Gehen wir so zum Feuer. Und verstärken wir unser Ross. Ja, danke. So. Und jetzt suchen wir den komischen Feuerriss. Und rächen uns für die Hetzjagd vor die. So, jetzt sind wir gerade dort, jetzt entdeckt er uns auch da. Ah, dann ist es natürlich mega uneben. Ist auch kein Boss, aber Oi. Ist gleich recht stark. Und ich habe ihn offenbar... Ja,
schade. Komm. Ah, das ist so nervig. Man kann eigentlich gut ausweichen, man muss nur das richtige Timing haben. Ah, ist richtig umgekehrt. Schnell, schnell, schnell. Wo kann man ihn geben? Hier. Nein. Das ist gar nicht richtig geben, sondern... Jetzt. Das macht recht starken Schaden. Ja. Ja, irgendwie hat man einen andauernd so eine Art Schockstarre. Ich weiss nicht, ob man ihn einfach umschießen könnte. Ich habe kein Grün mehr. Ah, Ross versteht. Ah. Ah, dann shootet er noch schön. Komm, stirb. So. Während die Blade rennen und das Offengesicht. Gehen wir da wieder ein bisschen zum Feuer. Ich glaube, der hat sich gar nicht so mega viel Seelen gegeben. Ich habe gar nicht geschaut oder habe mich nicht geachtet, aber wir haben nicht viel. Ja, die Blade-Träne. Wir können geschehen ein Feuer. Ist für unsere Arznei-Mischung. Juhu! Aber ich weiss nicht, was sie macht. Wir müssen geschehen schauen. Das ist echt die. Okay, spontan Abwehr. Keine Ahnung. Party, ich glaube lieber das, was ich jetzt habe. Aber ja, ich würde sagen, in dem Fall ist das wieder für heute gesehen. Bis zum nächsten Mal. Merci und tschüss.